Haut am 1. Advent Sonntag begrüßen ich aus der Kirche von Asselburg, mir war drauf von heute Sonntagsmass. Et singt Choral Saint-Cécile Asselburg, Dirigentin ist Monique Palzer-Weber, Organistin Dan Weiss de Jong. Sie spielt als Entree Präambulum Quartitoni vom Paya. Donno Sangemer bereitet den Weg, arrangiert vom Anweis. Können wir dem Herrn noch singen vom Fietz? Lasst euch anstiften zur Freude, wo Kreuz an Jöcker. Zeige uns Herr vom Brettner, Lamm Gottes vom Helmut Leb, im Advent vom Kränzer an Jöcker, an als Schlusslied St. Barbara. Durchel spielt als Sortie, Fanfare macht hoch die Tür vom Breuer. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Lief Pomschen, lief Leid hier an der Kirche zu Asselburg, alle alle Gur, die da iwwer Medien mat dais verbunden sieht. Haut fängt man den Advent an. Das Zeit von den offenen Aen auf vom wackerigen Herz, für das ma bereit sind für de Rendezvous, den Herrgott eis für Christtag gött. Los ma wackerig bleiben, für auch den kleinsten Appell an euch zu holen, den Hirn uneis riecht. Haut amai gëtt op viele Plätzen am Land Bärbelendach gefeiert, och heit zu Asselburg, wo sie vereiert gëtt als patronisch vun der Lehkaul. An dat besonders durch d'Amikal vun de freiwillige Pomschen, die des Joer hier 115 Joer feiert.
Tellich Barbara war von ihrem Pap an den Turm angesperrt gin. Du huet sie nirft schon 2 bestehende Fenstern eng 3. Fenster gehalen zu Ehre vom dreifaltige Gott, Pap, Jung an Heilige Geist. Den Gott von der Kommunikation a von der Leift as, ein persönlicher Gott, den sich immer sucht an neis ausspricht. Lieber alle, den Herrgott hat manchmal Ursache für Beismadeis zu sein, weil wir ihn immer verroden oder beleidigen. Wir hin as barmherzig, du für frommer lo in Verzeihung. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe, gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, zu beten bei Gott unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, alles steht in deiner Macht. Du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Hilf uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit Christus entgegengehen und uns durch Taten der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten, damit wir den Platz zu seiner Rechten erhalten, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde, dass ihr an allem reich geworden seid in ihm, an aller Rede und aller Erkenntnis. Denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefestigt, so dass euch keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn, wartet. Er wird euch auch festigen bis ans Ende,
so dass ihr schuldlos dasteht am Tag Jesu, unseres Herrn. Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Seht euch vor und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug alle Verantwortung seinen Dienern, jedem eine bestimmte Aufgabe. Dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lief Leid, wir hören heute Bischofswort für Mutter Gottes Jubiläum 2024-2025 mit dem Titel Pilger von der Hoffnung. Als ein Erzbischof schreibt: Liebe Schwestern und Brüder, zusammen in NRW sind, dat tu mir an die vergangene Meint mit der synodaler Demarche Versicht. NRW mit Jesus Christus, NRW für bei Jesus Christus.
Den 8. Dezember 1624 huet den Jesuitenpater Jacques Brocard mat Studenten vum demoligen Jesuitenkolleg d'Statue vun der Trächtrin am Leet op Glassifeld gedroen an do opgestalt, fir do den Diere vun der Stadt eng Kapell ze bauen. Ganz séier huet de Statue vill Mënschen ugezun. Ganz séier as d'Verehrung méi gross, as schliesslich zu dem ginn, wat mir haut als Mutter Gottes Oktav bezeichnen. De Pater Brocard hat demols erkannt, dat Mënschen so eng Platz brauchen, wo sie sich an ihrem Leid, a Krankheit, a Kriegsgefahren, a Not hikeieren könnten. Mutter Gottes Oktav as haut aus dem Leben vun der katholischer Kirche zu Lützeburg net méi weg zu denken. Auch wenn Formen am Lauf von der Zeit geändert hun, so war sein Oktavdach nach immer eng wichtig Zeit am Jahr, die als Land geprägt tut, a weiter prägt. So leidet op der Hand, dat mir gene 400 Jahre no diesen Anniversaire ganz bewusst feiern. An dofir invitieren ich euch all op e grossen Muttergottes Jubiläum, die vom 8. Dezember 2024, also an engem Jahr, bis zum Schlussoktave Sonntag, dem 25. Mai 2025, dauern soll. Das eine gute Gelegenheit, für mit Dankbarkeit auf das Geschenk von der Mutter Gottes Verehrung zurückzugucken. Wir wollen die lange Weg feiern, die wir schon gegangen sind, an uns vorbereiten, wie als Kirche von Lützeburg, mit den Menschen von Haut, auf 4 Menschen von Haut, des Weg führen zu gehen. Die Oktav ist für uns Kirche zu Lützeburg ein starker Ausdruck von Synodalität. Dafür schreibt dieses Jubiläum sich auch gut an eine Synodal Demarche an. Die Oktav weist uns das gemeinsam NRW sind. Sie weist uns auch, dass wir ein Ziel haben, lokal ausgedrückt an der Mutter Gottes Statue, die wir an unserer Kathedrale verehren. Aber auch über sie heraus hin zu dem ewigen Ziel von der Gemeinschaft mit Gott an allen Heiligen. Sie weist uns, dass wir ganz verschieden sind von aus den Poren, Dekanater, Sprachen an andere Gemeinschaften, religiöse Bewegungen, christliche Movementer, Menschen sich auf den Weg machen, den sie zusammenbringt. Sie passt also perfekt an das, was Synodalität ausdrücken will. Dafür invitieren ich alle Menschen, von no auf von weit, besonders ich alle Guten, wie aus diesem Jubiläum eng bewusst Feier zu machen, die als Kirche an Zukunft heranbegleden kann. Das Jubiläum findet aber auch zur selbiger Zeit statt wie das Heiligjahr 2025. Thema vom Heiligjahr ist Pilger von der Hoffnung. Auch das passt wunderbar mit unserem Jubiläum zusammen. Das zudem ein Auftrag, den sich an die missionarische Bewegung von der Synodalität erschreibt. Wir sind als Kirche nicht lang für uns weh, wir sind all Beruf für das gemeinsam Gehen zu einem Témoignage gehen zu lassen, an der Welt von Haut, auf 4 Welt von Haut. Wir sind als Pilgerinnen und Pilger NRW. An unser Jubiläum kann uns helfen, wir das Dimension vom Pilgern mehr bewusst zu entdecken, wenn wir uns als Gemeinschaften und als Einzelner innerlich und äußerlich ob so ein Pilgerweh wie bei Mutter Gottes machen. Wir so letztlich Jesus Christus, den de Weh dworig an Leben ist, zu bezeihen. Den Mutter Gottes Jubiläum 2024, 2025 kann aber an dem Sinn nimme Frucht bringen, wenn wir uns alle Guten mat op de Weh holen lassen. E Vorbereitungsgruppe ist am Gangen, e flotten an diversifizierten Programm für unser Jubiläum auszuschaffen. Mit dem Programm gëtt schlussliewig, wenn wir all mat gestalten, an unsere Poch, an andere Gemeinschaften, an unsere Movementer, ob spirituell, kulturell oder künstlerisch, materielle Feiern an anderen Evenementer. Dafür
invitieren ich euch ganz herzlich für als mit diesem Jubiläum 2024-25 op de Weh zu machen. Maria, Gottes Mam, trägt ihn am Lied als patronisch vu Stader Land, geht diese Weh zanter 400 Joer mat eis. Sie wird euch so an Zukunft daran begleden. Vertrauen wir op hiert Gebiert, als sie mir zu Summe rundere Maria, Pilger von der Hoffnung, für eis Welt von Haut. Lützeburg, den 21. November 2023, Gedenktag Mariä Opferung. Jean-Claude Kardinal Hollerich, Erzbischof von Lützeburg. Aber können wir lo zusammen heise glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Den Herrgott lauscht er dobeist gebiert, wann aus seinem demütigen Herz könnt, an eierlich gemeng das, los mir vor Vertrauen zu summen bierden. Für die Kirche, dass sie die Hoffnung ausstrahlt, die die Welt braucht. Herrgott, heie eis. Für Staatsmänner, dass all hiert Bemühen ob Frieden und Gerechtigkeit orientiert ist. Herrgott, heie eis. Für die, die näher geschlagen sind durch Schwierigkeiten, Zweifel, Sünd, und für die, die die Hoffnung verloren haben. Herrgott, heie eis. Für uns selber, für uns Pompje, für uns Paar und uns Familien, dass diesen Advent uns hilft an unsere Vorbereitung auf Christtag. Herrgott, heie eis. Gute Papa im Himmel, du weißt eis, dass du eis gern huest, weil du können sei entgeint durch der Jung Jesus Christus, als Bruder an eisen Herr. Amen. Namen wollen wir
lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Allmächtiger Gott, alles, was wir haben, kommt von dir. Nimm die Gaben an, die wir darbringen, mache sie für uns in diesem Leben zum Sakrament der Erlösung und rufe uns an deinen Tisch im kommenden Reich. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn in seinem ersten Kommen hat er sich entäußert und ist Mensch geworden. So hat er die alte Verheißung erfüllt und den Weg des Heiles erschlossen. Wenn er wiederkommt im Glanz seiner Herrlichkeit, werden wir sichtbar empfangen, was wir jetzt mit wachem Herzen gläubig erwarten. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod verkünden wir und dein Auferstehen preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Trösterin der Betrübten, mit deinen Aposteln und Märtyrern, der heiligen Barbara und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Claude, seinen Weihbischof Leo und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Noch will man zusammen auch noch für den einer so beten, wie Jesus Christus selber eiset gelehrt wird. Eise, Pap am Himmel, dein sief geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so ob der Erde. Geweis haut als täglich Brot, verzeih als Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Feier als nicht an Versuchung, mir mach als frei vom Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gemeinsam Brot und Wein.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Herr wird seinen Segen spenden, und unsere Erde bringt ihre Frucht hervor. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns an deinem Tisch mit neuer Kraft gestärkt. Zeige uns den rechten Weg durch diese vergängliche Welt und lenke unseren Blick auf das Unvergängliche, damit wir in allem dein Reich suchen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Amen.
Wir haben d'Eucharistie gefeiert mit der christlicher Gemeinschaft zu Asselburg. Den nächsten Sonntag, 2. Advent, über Dromatmas von Lölchen, auch hier aus einem schönen Eisleck. Und los schalten wir zurück an den Studio.